Der Verkehr darf ja noch weitergehen mit der Judith Burkhardt-Hofer. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt mit der Geschichte der ÖDA etwas herausgefordert. Ich glaube, dass es durchaus nicht zufällig ist, dass es nach dieser Protestbewegung zur Gründung der Vereine kam und zu dieser Institutionalisierung, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, das ist durchaus was vielleicht für den Dialekt ungewohnt ist, dass es so und auch so progressive Formen der Institutionalisierung findet, aber ich denke, es ist durchaus nicht ungewöhnlich. Und ich möchte vielleicht jetzt als Linguistin anschließen an die Soziolekt- und Dialektfrage und würde für mich persönlich sagen, dass ich glaube, dass die Abgrenzung des Dialekts, also dass es durchaus problematisch ist, den Dialekt sehr streng abzugrenzen im Sinn von welche Sprachformen sind als Dialekt zu bezeichnen und welche nicht. Und ich denke, dass es sinnvoller oder für mich sinnvoller ist zu sehen, dass es sich um ein Kontinuum handelt und dass es so quasi verschiedene Formen der Dialekte gibt, die sich mit anderen Soziolekten mischen, aber und ich denke, der große Verdienst des Dialekts oder der große Vorteil für seine Sprecherinnen und Sprecher ist ja auch darin, dass es eben der weniger reglementierte Teil dieser Sprache ist und eben weggeht von dieser Idee von Standardsprache. Und ich denke, deshalb war das diese sehr starke Einschränkung da eher kontraproduktiv ist. Soweit Georg Silje? Ja, du hast konkret angesprochen die Protest- und Songbewegung. Also ich halte die für ein Segment in der gesamten Dialektdichtung. Und wenn ich von Dialektdichtung spreche, dann meine ich es als Musiker vornehmlich die Musik umgesetzt. Und das ist eigentlich, ich habe gerade darüber nachgedacht, darüber gesprochen, eigentlich eine relativ ungebrochene Entwicklung. Auch seit den 50er Jahren, ausgehend von Bronner-Gwaltinger, etc. mit Auf und Abs von das, was da entscheidend war zum Beispiel Anfang der 70er Jahre die Glocke. Bronner und Hans Salomon hat das geschrieben, das war kein Protestsong, aber Dialekt. Ich meine, es gibt für jeden, sagen wir, also die Leute meiner Jahrgänge zwei wichtige biografische Daten, da wissen wir alle, wo wir damals waren. Das war, wie der Jochen Rindt einen Unfall gehabt hat. Und wo man das erste Mal einen Hofer gehört hat. Ja? Also ich weiß noch, wo ich war, das waren 72, 70. Also das war damals wirklich eine Revolution. Der Hofer ist auch kein Protest in dem Sinn, aber die Nation ist Kopf gestanden, weil wie kann man denn und wie kann man sowas schreiben und wie kann man so reden und das noch im Radio und öffentlich und überhaupt. Ne? Und davon ausgehend gab es also, ich weiß nicht, was man da als Sachen einfällt von damals, One Family, die eben dann, wo der Franz Billig getextet hat. Franz Billig selber, mit dem ich ein Jahr zusammengearbeitet habe, beruflich, ja, unvergessliches Erlebnis. Weiter dann kamen natürlich in einem politischen Spektrum die Liedermacher, die konkreten, wo ich dann so am Schluss, wo das schon ein bisschen am Absterben war und dazugekommen bin, mit Zellner und Co. zusammenspielen habe können. Da persönliche Erfahrung, aber es war an sich eine ungebrochene Entwicklung, die nicht inhaltlich auf verschiedenen Ecken war, bis hin zu Brödel, ja, der dann das für mich wirklich geschafft hat, also die Dinge, wo unsere Generationen mit den Anglizismen aufgewachsen sind, mit einer englischen Rock- und Popmusik, Bluesmusik, der das geschafft hat, das sprachlich wirklich zu verbinden, musikalisch wie sprachlich. Ja, also eben, wie gesagt, Unterbrell, also er hat jetzt geschrieben, der Ostmann ist oder Recital, hat es gesungen. Weiter die Geschichten, Hubert von Geusern, das ist alles Dialekt. Man kann jetzt über Qualitäten streiten und ob das jetzt der Dichtung oder Literatur etc., aber es ist einfach eine Beschäftigung mit Dialekt, also ein Dialektausdruck. Ja. Ich sehe also da eigentlich, also Dialekt, braucht man nicht darüber reden, ob er tot ist oder nicht, der lebt sowieso, wir sprechen alle. Wir sind nicht am Burgtheater, sondern wir reden so, wenn es der Schnabel wächst. Nein, aber das eine ist ja Dialekt, wir reden den ganzen Tag und das zweite ist jetzt Dialekt als
Möglichkeit der Kunstmöglichkeit des Ausdrucks in Dichtung. Und da ist schon ein Unterschied, weil das, was du aussprichst, jetzt vom Hofer aufwärts, ich meine, das ist so, das war der absolute Wahnsinn, ja, sowas wie der Hofer war es zu hören. Aber die waren ja nie Mitglied bei der ÖDA, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Die Mitglieder waren ja dann eher die aus der Protestzone. Ne? Das ist schon, es geht einerseits natürlich Hand in Hand von der Entwicklung her, denke ich mal, weil alle das Stilmitteldialekt, sage ich jetzt, verwendet haben, aber natürlich anders. Ja. Es hat ja die Werbung, Anna, den Kredit haben wir aus den 70er Jahren, ja mal schlimm genug, aber die Werbung hat das Stilmitteldialekt für sich entdeckt und interessanterweise heute wieder. Aber die ÖDA, die ÖDA gingen zurück einfach auf die Dialekt-Protest-Song-Geschichten. Ja. Sei es rund um Zwentendorf, sei es Arena, alle diese Geschichten, oder eben auch 68. Also, was immer jetzt konkreter Anlass war im 68er Jahr, da habe ich kein Lied präsent dazu, aber es hat ja einen Grund, dass es IDI damals gegründet worden ist. Und das ist was anderes. Nicht? Wenn man dann bis heute raufgeht, kommen schon ein paar Grauslichkeiten dann auch wieder dazu. Nicht? Das ist so, wenn ich mir die Lieder von Radio Burgenland anhöre, dann sage ich, da sind wir wieder bei der Mundart. Ja? Nämlich genau in der chirurgischen Definition von vorher idyllisierend und ich sage auch banalisierend und schlimm einfach. Ja? Sind wir uns da einig? Das ist ja schlimm, da können wir nicht mehr diskutieren. Ich wollte zum Protestsong vielleicht so als Fortsetzung oder wo Sie diese Auseinandersetzung mit Dialekt und wie weit Dialekt jetzt erlaubt ist in bestimmten Kontexten, vielleicht das Beispiel freies Radio oder freie Medien generell irgendwie in den Raum stellen, weil es also mit 10 Jahren freies Radio in Österreich schon auch ein ganz wichtiger Teil oder ein großer Teil der Radiomacherinnen gerade das schätzt an freien Medien, dass der Ausdruck eben im Dialekt möglich ist oder in der Mundart oder in diversen Soziolekten, wie auch immer dann die Definition zu legen ist, aber dass das nach wie vor eine Form von Protest oder eine Komponente von Protest haben kann oder in den tendenziell ja doch eher linken freien Radios auf jeden Fall eine Komponente von Protest hat. Wenn ich gleich die Frage stellen, ihr würdet generell sagen, die Mundart ist schlecht oder wie sehe ich das jetzt? Weil es gibt wunderbare Mundartgedichte, das hat schon so verstanden, na, das wollen wir doch nicht, oder wie sehe ich das jetzt? Ja, ich glaube, dass diese Sache mit Mundart, wir sind also bis in die 70er Jahre hinein, war Mundart immer verbunden. Also wenn ich da sage Mundartgedicht und ich mache die Augen zu, ist meine erste Assoziation der Karl-Heinrich Wagner und ich schneide draußen und ein Band ganz steht am Tisch. Das ist ein bisschen die rechte Ecke stellen? Nein, das ist wie das jahrelang dargeboten wurde durch die Medien, das hatte diesen Schein ganz einfach. Ja? Und das war so, wie wir gemeint haben, und dann kam einer daher und sang den Hofer und die Nation hat erbebt. Ja. Ja, ist nicht irgendwie. Nein, schlecht ist gar nicht. Warum soll das schlecht sein? Nein, es ist ein Übergang. Und jedes bringt was Neues hervor und irgendwie. Also der Karl-Heinrich Wagner hat sicher nichts Neues hervorgebracht und der hat sich schon ganz freiwillig selber in der Ecke gestellt. Da braucht man nicht nachhelfen, glaube ich. Es gibt noch 2 Wortmeldungen. Andere Frage. Ist der Unterschied zwischen Dialekt und Mundart? Für mich ist das dasselbe eigentlich. Das ist ja eher eine Links-Rechts-Diskussion. Nicht wahr, weil es ist rechts oder faschistisch und das andere ist links, aber Mundart und Dialekt ist dasselbe. Oder falsch? Bin ich da? Es geht nicht ums, die Definition beim alltäglichen Reden ist es relativ egal. Ja? Aber um was es uns geht und warum wir bewusst den Dialekt im Namen haben, das ist sehr wohl, dass der Dialekt auch im Sinn, was die Atmen unser Kreis in die 50er Jahren, Atmen unser Kreis ist immer ein bisschen blödsinn gesagt, aber die Leute da in die 50er Jahren definiert haben, den Dialekt sozusagen als Fortschrittliches und die Mundart damals in der Nachkriegszeit als durchaus restauratives, idyllisierendes Element und von daher ist es einfach wichtig, wo wir uns auch positionieren mit dem Thema. Das hat jetzt mit der Alltagssprache weniger zu tun, als mehr mit Dialekt als Literatursprache.